Guten Morgen. Herzlich willkommen jetzt. Wir starten heute in diese Bibelwoche. 5 Morgen, wo wir gemeinsam in die Bibel eintauchen. Was für ein schöner Plan. Ja, wir haben schon gebetet, wir haben schon geworshipped letzte Woche und jetzt geht es weiter mit zusammen Bibel lesen. Und wir freuen uns riesig, mit euch in dieser Woche unterwegs zu sein, Bibeltexte zusammen zu lesen und auch Gott zu uns sprechen zu lassen durch diese Texte. Das ist immer das eine, dass wir natürlich da ein bisschen forschen und unser Kopf angesprochen wird, aber es ist etwas Geistliches und dass der Heilige Geist das entfaltet. Komm, wir beten doch zuerst gemeinsam. Danke Gott für dein Wort und danke Jesus, dass du selber die Wahrheit bist und wir sind offen, dass du dich selber offenbarst durch die Bibelstellen, die wir lesen und dass du, Heiliger Geist, uns in alle Wahrheiten führen darfst. Amen. 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 Hey, bevor wir anfangen mit dem ersten Bibeltext, schau doch, dass du eine Bibel hast bei dir. Egal welche Übersetzung, die dir am besten funktioniert für dich. Vielleicht ein Notizheft wäre gut, dass du Notizen machen kannst. Und mach es dir bequem, genau. Mach es dir bequem, wo du bist. Vielleicht brauchst du noch einen Kaffee. Ja. Dann kannst du auch noch kurz pausieren und dir einen holen. Und ja, wir tauchen heute ein. Der Titel für heute, ihr habt es vielleicht schon gesehen, ist "So beginnt alles, der Anfang der Welt". Und wir starten gerade am Anfang der Bibel. Ganz vorne die ersten Sätze der Bibel. Und ich lese aus dem 1. Mose, Kapitel 1, 1-5. Ich habe die Zürcher Bibel bei mir. Du kannst in deiner Übersetzung einfach mitlesen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und öde. Und Finsternis lag auf der Urflut, und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. Da sprach Gott: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein Tag. Die ersten Sätze der Bibel. So wie alles beginnt. Joey, was ging dir durch den Kopf, als du das gehört hast? Ja, für mich ist meistens, ich versuche einfach mal, wenn ich so in eine Bibelstelle rangehe, einfach Heiliger Geist, gibt es etwas, was gleich so einfach so rausploppt. Und das sind so diese Wörter, einfach mal, die rauskamen, so schon nur. Ich finde es spannend, wenn Gott sich überlegt, so, okay, ich schenke den Menschen Gottes Wort, mein Wort, die Bibel. Wie beginne ich das Ganze? Und ich finde es schon noch krass, einfach mit diesem Satz, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Einfach schon mal ein Statement. Das ist so ein starker Satz, den kennen fast alle. Das ist der erste Satz der Bibel. Er ist einfach zu merken und macht schon mal so ein klares Statement. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann geht er eigentlich, setzt er noch einen drauf und dann, bam, spricht er und Licht entsteht. Und, das finde ich auch so schön, das kommt ja dann in der Schöpfung immer wieder, es war gut. Einfach so diese, ich finde jeden Satz ist so eine Stärke drin. Also ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen diese Wörter aufgesaugt. Vielleicht streichst du auch gleich an, so welche Wörter einfach so stechen bei dir so ein bisschen raus. Ja, also es ist unglaublich und es ist ja auch krass zu sehen, dass die Bibel fängt an und macht eigentlich ein eindeutiges Statement schon am Anfang. Also der Hauptprotagonist der Bibel, das bist nicht du, das bin nicht ich, es geht nicht primär um uns, sondern wer ist der Hauptprotagonist? Gott. Ja. Er ist im ersten Satz da. Er hat keinen Anfang, also wir lesen nicht, Gott wurde geschaffen und dann macht er was, sondern er war einfach da. Und das Erste, was er macht, und das finde ich auch sehr spannend, er schafft, er schöpft, er macht etwas. Ist ein Macher. Er kreiert was. Und es ist noch spannend, im Hebräischen dieses Wort schaffen, das ist das Wort bara, B-A-R-A. Und das ist ein Wort, das gebraucht wird in der Bibel, in der hebräischen Bibel, nur in Bezug auf Gott. Also nur Gott kann bara. Und die Idee ist, dass eigentlich Gott etwas schaffen kann aus dem Nichts. Ein Mensch kann nicht bara. Was können wir? Wir können nur asa, also wir können nur Dinge tun, machen aus Dingen, die bereits existieren. Aber Gott ist der die Fähigkeit hat,
aus dem Nichts etwas zu schaffen. Es ist dieses schöpferische Tun, das aus dem Nichts nimmt und etwas schafft daraus. Das ist so krass, das ist schon so unglaublich tief. Das ist jetzt schon, das macht schon, oder ich liebe es auch, oder wenn Gott sagt, unser Denken soll sich verändern. Und das liebe ich immer, wenn mein Denken so irgendwie konfrontiert wird mit der göttlichen Wahrheit, oder wo ich ja so drin, jetzt heute am Montag, jetzt muss ich dann arbeiten gehen, jetzt muss ich etwas schaffen. Hey, bara kann ich sowieso nicht, aber ich kann aus dem, was Gott mir schenkt, mit ihm zusammen einfach das wieder verwalten, das wieder weiterbringen. Das ist so krass. Ultra. Alles beginnt immer auch bei Gott. Immer auch alles, was ich habe, alles, was ich bin. Ja, und es ist auch schön zu sehen, jetzt, wenn wir mal weiterlesen, Vers 2. Und die Erde war wüst und öde. Also Gott schafft die Erde, aber das Material, das er schafft, hat noch keine Form. Es hat noch keinen Sinn. Es ist einfach wüst und öde. Das hebräische Wort hier ist Tohu Wabohu. Tohu Wabohu, Das kennen wir. Ja. Das kennen wir. Tohu Wabohu. Vielleicht fühlt sich für dich der Montag manchmal so an. Tohu Wabohu. Alles drunter und drüber. Aber das ist eigentlich das Wort, das hier gebraucht wird. Und dann das Schöne ist, und man sieht auch, es ist finster, es ist dunkel. Es ist noch nichts da, das vegetiert oder lebt. Und der Geist Gottes aber, der Geist Gottes, der Ruach im Hebräisch, der schwebt über diesen Wassern. Und was jetzt das Schöne ist, aber willst du etwas ergänzen? Ja, ich finde, also schon nur, dass der Heilige Geist hier schon vorkommt. Ja. Oder? Am Anfang Gott schuf Himmel und Erde und jetzt kommt der Heilige Geist. Ja, eben, da kommt schon, Gott stellt sich schon mal vor, hey, ich bin der Schöpfer, ich bin aber auch der Geist, der da ist. Das ist sehr schön. Also, Ja. weiter. Und er schwebt über dem Wasser. Also wir haben dieses, obwohl alles wüst und öde ist, es ist dunkel und es ist eigentlich Chaos. Es hat noch keine Form. Der Geist Gottes ist trotzdem da. Und er schwebt da. Schön. Und dann passiert, dass Gott eigentlich aus dieser Erde, die wüst und öde ist, aus dieser Finsternis, aus diesem, was er jetzt als nächstes macht, und das lesen wir in den nächsten Versen, ist, er bringt Ordnung ins Chaos. Er bringt neue Form, neue Struktur, neuer Rhythmus in dieses so Wüste und Öde. Also er nimmt, was da ist, und er bringt jetzt auch Struktur. Also in anderen Worten, Gott schafft nicht nur aus dem Nichts Dinge, sondern er bringt auch da, wo Chaos herrscht, bringt er Ordnung rein. Aber das brauche ich. Ja, das brauche ich. Ja. Eben, es gehört dazu, dass in unserem Leben mal die Dinge halt nicht so alles aufgeräumt ist. Oder ich finde auch extrem, ja, wenn man Jesus nachfolgt und er ruft dich in Verantwortung rein, er ruft dich rein, oder ich habe eine kleine Tochter und da ist ja Chaos vorprogrammiert, oder auch wenn man sich auf eine Ehe einlässt, auf einen Mensch, und dass das nicht immer alles nur läuft und man hat den Durchblick in diesen Zeiten drin. Aber so krass von Anfang an, hey, Gott ist da, der Heilige Geist ist da, wo ein Chaos noch ist, und er hilft beim Ordnen. Und er bringt nachher, wie ordnet er? Indem dass er spricht und Licht hineinkommt. Ja. Unglaublich. Durch seine Unglaublich Reden schön. Unglaublich schön. bringt er Ordnung rein. Also für mich ist das immer, für mich hilft das, wenn ich habe so viele chaotische Momente durch den Tag, oder wo ich nicht durchblicke. Und für mich, da hilft es mir zuerst mal bewusst zu werden, der Geist Gottes ist da. Ja. Obwohl es dunkel ist, Ja. ich nicht durchgehe, er Ja. ist da und er Ja. schwebt über mir. Und als Zweitens, er hat die Fähigkeit, auch Ordnung in mein Leben zu bringen. Durch sein Wort, durch seine Stimme, durch sein Hören. Und das sehen wir ja dann gerade Vers 3. Da sprach Gott, es werde Licht. Und was er macht, es ist nicht mehr einfach nur dunkel, sondern es wird hell. Licht kommt in die Welt. Ja, das ist so Und dann schön. sagt er, ja, es ist gut. Das Ja. finde ich immer so stark an Gott. Er hat eine Idee, Ja. er schafft die Idee, Ja. und dann sagt er, ja, es ist schon ziemlich gut geworden. Ich kann es schon, also ich bin schon fähig. Ja, ich finde es aber auch ein wichtiges Statement. Hey, es ist gut, wenn Licht hineinkommt in dieses Leben. Es ist gut, wenn die Dinge Ordnung erhalten. Es ist was Gutes. Es ist ja Gott hat uns ja die Schrift nicht nur gegeben, um mehr zu wissen, wie hat alles begonnen, sondern
in erster Linie, glaube ich, immer noch, um ihn zu kennen und um zu verstehen, wie er funktioniert oder wie das Leben auch funktioniert. Und wenn Licht hineinkommt, wenn der Heilige Geist beginnt zu wirken, wenn Gott ein Wort spricht in dein Leben und es kommt so es entsteht Ordnung, das ist gut. Das ist gut. Und das ist so übertragbar in mein Leben. Das bin ja ich, der da ist, wie Gott an mir wirkt. Und es ist wunderschön, wie Gott selber ist. Genau so geht er mit mir um. Genau das brauche ich heute auch wieder. Absolut. So schön. Was ich auch noch spannend finde, ein bisschen Themawechsel, aber was sehr interessant ist hier, es gibt nicht nur diesen Schöpfungsbericht, es gibt noch andere nahöstliche Schöpfungsberichte. Also zum Beispiel die Babylonier hatten einen, den Enuma Elish. Und das ist sehr spannend, wenn man sieht, wie Gott da die Welt erschafft und Gott in der Bibel die Welt erschafft. Denn in der babylonischen Schöpfungsgeschichte, da gibt es zwei Götter, die Tiamat und der Marduk, und die kämpfen gegeneinander. Und es gibt noch mehr Götter und die kämpfen und der Marduk gewinnt über die Tiamat und er nimmt ihren Körper und formt daraus die Welt. Und was der Unterschied ist im biblischen Text, ist, dass hier Gott hat keiner, der ihm ebenbürtig ist. Er kämpft nicht gegen andere Götter. Er ist alleine souverän, alleine da und es ist auch kein Kampf. Es ist so. Ja. Er schafft mit Leichtigkeit, mit Freude. Es ist Ja. kein Krieg. Ja. Es ist nicht, er muss jemand anderes besiegen, um die Welt zu schaffen, sondern es gibt auch niemand neben ihm. Er alleine ist souverän. Es ist ein Sehr unglaublicher Anspruch an seine Größe, an seine Herrlichkeit. Darf ich jetzt eine schwierige Frage ein bisschen stellen? Und dann kommt aber im Vers 4, Gott sah, dass das Licht gut war. Aber dann trennte er Licht von der Finsternis. Also Finsternis war trotzdem irgendwie da und Licht und Finsternis. Versteht man das im übertragenen Sinn, Finsternis war da? Oder ist es einfach etwas Natürliches und gar nichts Schlimmes? Wie meinst du nichts Schlimmes? Also ist da mit Finsternis schon gemeint negative Mächte? Oder glaubst du, mit Finsternis ist mehr einfach gemeint, ja, also das Licht ist halt noch nicht überall, also Gott hat es getrennt im Sinne von, dass es Tag und Nacht ist, war ja gut. Und da ist Finsternis nicht negativ. Wie verstehst du das? Also grundsätzlich in der hebräischen Bibel gibt es gewisse Dinge, die gebraucht werden, um das Böse oder das Schlechte darzustellen. Und Finsternis ist schon eines davon. Eben. Finsternis ist eines davon. Wasser. Wasser? Ja, weil viele konnten nicht schwimmen. Also zum Beispiel, wenn du auf den Ozean rausgehst, ist es heute noch einschüchternd. Du weißt nicht, was da unten in der Tiefe... Jeder, der mal im Ozean war und baden ging, meine Schwester zum Beispiel hat ultra Angst, wenn dann unten irgendein Hai kommt oder wenn es so steil und tief wird. Das ist ja für uns heute immer noch einschüchternd und für den hebräischen Denker ist das genau das Gleiche. Also Dunkelheit ist nicht gut. Also Finsternis wird immer mit dem Unheil verglichen und die Wasser. Ja. Es gibt ja auch zum Beispiel den Leviathan in gewissen... der kommt aus dem Wasser. Aus der Tiefe. Tiefe. Ja. Jona wird in die Tiefe des Meeres geworfen. Und ich denke sogar, also wenn man jetzt zum Beispiel die Brücke zum Neuen Testament schlagen würde, für mich stand hier am Anfang hier wirklich raus dieses Bild Licht und Finsternis. Und wenn man zum Beispiel ins Johannesevangelium geht, dann, ich habe hier noch die Verse vom Johannes 1,1, der greift diesen Schöpfungsbericht nochmal neu auf und wendet ihn jetzt auf Jesus an. Ich lese einfach mal die ersten paar Verse. Das ist spannend. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, also durch das Wort, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und jetzt kommt das Wichtige. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht leuchtet in die Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Und hier später sagt dann das Wort, wir lernen, dass Jesus dieses Wort ist. Er ist das Licht, das in die Finsternis kommt. Mir kommt Johannes 8,12 in den Sinn, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Jeder, der mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. So krass. Also jetzt ist eigentlich eindeutig, dass Johannes ganz klar sagt, hey, hier in den ersten Versen ist nicht nur der Vater der Schöpfer und der Heilige Geist ist da, aber jetzt kommt eben auch
Das Licht, Jesus Person. Christus höchstpersönlich. Also wir haben von Anfang an, jetzt hier in den ersten 3 Versen, haben wir die ganze Trinität, die da ist und wie Gott schon von Anfang an wirkt und wie er Licht hineinbringt, wie er wirkt, wie er krass. Ja. So wunderschön. Und die Trinitätslehre kommt nicht von irgendwo. Also spannend zum Beispiel hier ist auch im ersten Vers Gott hier. Das Wort, das hier gebraucht wird, ist Elohim. Elohim, das hebräische Wort Elohim. Und Elohim ist ein Plural. Ah, ja. Aber das Spannende ist, also eigentlich wäre El wäre der Gott, Ja. Elohim sind die Ja. Götter. Das Spannende ist aber, dass das Verb schuf ist in der dritten Person Singular. Das ist Einzahl, okay. Einzeln. Also es ist einfach Ja. Götter schuf. Also es ist eine Pluralität, die als eines agiert. Es ist sowohl als auch. Genau. Also es sind eigentlich mehrere, die als eines, So geil. eines agieren. Also das Verb behandelt eigentlich Gott, als wäre es eine Einzahl. Das ist unglaublich spannend. Also wir haben diese Trinität von Anfang an, wie du sagst, ist da der Geist, das Licht und Gott. Krass. Hey, das ist, also eben für mich ist es so krass, einfach wenn die Bibel macht von Anfang an dieses klare Statement. Gott ist da, Gott ist derjenige, der schafft, der Einzige, der Heilige Geist, er wirkt auch im Chaos, Absolut. zieht sich nicht zurück und Jesus ist das Licht und wo Jesus ist, weicht die Dunkelheit. Also das ist unglaublich. Und wir wollen hier So geil! für diesen Wochenstart, wir brauchen allmählich, lass uns, wir haben einen Action-Step, den wir vielleicht heute gerade anwenden können. Ich kann mal mit meinem gehen. Komm. Ich würde dir dich ermutigen, dir mal die Frage zu stellen, welcher Bereich in deinem Leben ist chaotisch Ja. und braucht dringend neue Ordnung, göttliche Ordnung. Also welcher Bereich in deinem Leben ist dunkel? Welcher Bereich in deinem Leben hat keine Struktur? Welcher Bereich brauchst du wirklich das Wirken Gottes? Und dann bitte doch Gott mal darum, zu dir zu sprechen, Ja. wie er Ordnung reinbringen will Ja. in diesen Bereich. Ja. Das ist das, was er tut, durch die Kraft von Jesus Christus. Yes. Komm, wir beten einfach noch dafür. Weil ich glaube, das ist so unglaublich kraftvoll. Gott, ich möchte dir einfach sagen, ich liebe dich. Ich liebe es, wie du bist. Von dir ist alles, von dir kommt alles, was entsteht, was Leben bringt. Und du, Heiliger Geist, wirkst, du lässt uns nicht alleine, du bist da, auch im größten Chaos unseres Lebens. Und danke, Jesus, dass du Licht in unsere Leben bringst. Ja, wir lieben dich und wir danken dir, Vater, dass wir dieses Buch haben, diese Bibel, wo wir über dich lesen können, wo wir immer wieder neu erkennen können, wie groß du bist, wie souverän du bist, wie kreativ du bist. Come on. Und wir lieben dich dafür. Und wir danken dir für diesen Wochenstart, dass du mit uns bist, auch wenn es chaotisch wirkt. Dein Geist ist mit uns, schwebt über uns, ist in uns. Und da danken wir dir dafür. Komm mit uns in diese Woche. In Jesus' Namen. Und ich segne dich auch gerade da, wo du Chaos hast, dass du Gottes Stimme hörst und der Heilige Geist dir aufzeigen kann, wo Jesus Licht hineinbringen und wie Jesus Licht in dein Leben bringen möchte. Amen. Schön warst du dabei. Crazy. Morgen geht es I weiter. love it. Wir gehen weiter mit Josua. Schalte wieder ein, morgen um 7 Uhr morgens. Bis dann. Bis dann. Wünsche einen guten Start.